Distle, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama verleiht die Avalokiteshvara-Ermächtigung. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA kondolieren dem Ableben von Senatorin Dianne Feinstein. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratuliert den Gewinnern des Nobelpreises für Medizin 2023. Seine Heiligkeit drückt seine Trauer über die Überschwemmungen in Sikkim aus. Sigyong Bemba Tsering reist zu einem Besuch in lateinamerikanische Länder und die Vereinigten Staaten ab. Galeno Sintoma veröffentlicht ein Buch mit Meinungsbeiträgen von Experten über China. CTA feiert den 154. Geburtstag von Mahatma Gandhi. Eine europäische parlamentarische Delegation besucht Dharamsala. Die ehemalige niederländische Abgeordnete Erika Terpstra besucht das tibetische Exilparlament. EU fordert China auf, seine nationalen und internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Utah Tibetan Association fordert den ehemaligen Kongressabgeordneten Stewart auf. Tibetisches Informationsbüro in Canberra nimmt am chinesischen Mithherbstfest teil. Am Montag dieser Woche leitete Gaden Thedemutche auf Wunsch einer Gruppe taiwanesischer Anhänger im Haupttempel die einführenden Belehrungen vom 2. bis 3. Oktober über Tsongkhapas Lieder der Erfahrung über die Stufen des Pfades zur Erleuchtung und folglich über Geshe Chegiwas 7-Punkte-Geistesschulung. Die dreitägige Belehrung sollte ursprünglich von Seiner Heiligkeit geleitet werden, aber auf Bitten der Ärzte Seiner Heiligkeit, die ihn wegen einer hartnäckigen Erkältung beraten, wurde Gaden Thedemutche gebeten, die geplanten Belehrungen fortzusetzen. Am 3. Tag der Belehrungen kehrte Seine Heiligkeit der Dalai Lama zum Haupttempel zurück, um den Anhängern die Chenrezig-Ermächtigung zu verleihen. In seiner Ansprache an die Anhänger sagte Seine Heiligkeit, er habe im Leben viele Schwierigkeiten erlebt, aber keine davon habe seinen Seelenfrieden gestört. Seine Heiligkeit sagte, die Wissenschaftler sagen, dass ein gutes Herz gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist. Bodhicitta erfüllt nicht nur unsere eigenen Ziele, es erfüllt auch die Ziele anderer. Wenn wir es Tag und Nacht kultivieren können, werden wir sicherlich Geistesfrieden finden. Senatorin Dianne Feinstein, die dienstälteste und erste Senatorin des Staates Kalifornien in den USA und eine der stärksten Freundinnen Tibets, ist am Freitag letzter Woche verstorben. Am Samstag vergangener Woche schrieb Seine Heiligkeit einen Brief an Herrn James Saltz im Büro von Senatorin Dianne Feinstein, um ihrer Familie sein herzliches Beileid zu ihrem Tod auszusprechen. Seine Heiligkeit erinnerte sich an seine erste Begegnung mit der verstorbenen Senatorin im Jahre 1978 und drückte seine Dankbarkeit für ihre unerschütterliche Freundschaft und Unterstützung aus und sprach seine Gebete aus. Sigyong Bemba Tsering von der zentralen tibetischen Verwaltung schloss sich den zahlreichen Beileidsbekundungen von politischen Führern und Gesetzgebern aus der ganzen Welt an und schrieb an Catherine Feinstein, die Tochter der Verstorbenen, und übermittelte ihr sein Beileid. Khenpo Sonam Denpa, der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, sprach ebenfalls sein tief empfundenes Beileid zum traurigen Ableben von Senatorin Dianne Feinstein aus. Am Sonntag letzter Woche hielt die Tibetan Association of Northern California eine Gebetsstunde ab, um das Ableben von Senatorin Dianne Feinstein zu betrauern, und auch die Tibetan Association of New York in New Jersey würdigte eine der längsten und stärksten Freundinnen Seiner Heiligkeit des Dalai Lama und Tibets. Am Dienstag dieser Woche schrieb das spirituelle Oberhaupt Tibets Seine Heiligkeit der Dalai Lama Andrew Wiseman und Katalin Kariko, um ihm zur Verleihung des diesjährigen Nobelpreises für Medizin zu gratulieren. Seine Heiligkeit schreibt, die bahnbrechende Technologie, die die beiden Wissenschaftler entwickelt haben, führte zur Herstellung der mRNA-Covid-Impfstoffe, die ein Beispiel dafür sind, wie wissenschaftliche Forschung einen echten Beitrag zum Wohl der gesamten Menschheit leisten kann. Am Mittwoch dieser Woche schrieb Seine Heiligkeit an Prem Singh Tamang, den obersten Minister von Sikkim, und drückte seine Trauer über den Verlust von Menschenleben und die großen Sachschäden aus, die in Sikkim infolge der Sturzflut in Teesta-Dal am Dienstagabend entstanden sind. Seine Heiligkeit sprach seine Gebete und sein Beileid aus. Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Sikkim wird Seine Heiligkeit über den Dalai Lama Trust Spenden für die Hilfs- und Rettungsmaßnahmen bereitstellen. Seit Freitag letzter Woche ist Sigyong Bemba Tsering zu einem offiziellen Besuch nach Brasilien, Costa Rica, Kolumbien, Mexiko und in die Vereinigten Staaten gereist.
Am 30. September traf Sejong Bemba-Tsering in Delhi mit einer Delegation von 7 Parlamentariern aus Österreich und Deutschland zusammen, die von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Regionalbüro Südasien in Partnerschaft mit dem CTA vermittelt wurde. Sejong Bemba-Tsering traf am 1. Oktober zu seinem ersten Besuch in südamerikanischen Ländern in Brasilien ein. Sejong wurde am Flughafen von Sao Paulo von dem Repräsentanten Jigme Tsering Lamarinche vom Tibet-Haus und den Tibet-Unterstützern Sandra Fernandes-Erickson und Daniel Cemento empfangen. An seinem ersten Tag in Sao Paulo nahm Sejong am Longevidale Expo Forum teil, wo er mit Walter Feldman, dem Präsidenten des Komitees, und Francisco Santos, dem Gründer des Komitees, zu einem Gespräch über Tibet und die Anliegen und Prioritäten der tibetischen Zentralverwaltung zusammentraf. Am Nachmittag besuchte Sejong das Tibet-Haus und gab anschließend ein Interview mit dem brasilianischen Nachrichtenportal Indian Eye. Am Dienstag dieser Woche wurde Sejong Bemba-Tsering in der Legislativversammlung von Sao Paulo von Präsident André do Prado und Vizepräsident Gil Linus herzlich empfangen. Während des Treffens appellierte Sejong an die Führung der Staatsversammlung, ihre politischen Entscheidungen in Bezug auf China und chinesische Investitionen mit Bedacht und Verantwortung zu treffen. Er betonte die entscheidende Rolle demokratischer Nationen wie Brasilien beim Eintreten für die globale Umweltsicherheit und die Wahrung der Menschenrechte und der Freiheit, wenn sie mit ihren chinesischen Partnern zusammenarbeiten. Der Präsident und der Vizepräsident der Versammlung beglückwünschten Sejong Bemba-Tsering zu seinem Antrittsbesuch und brachten ihre uneingeschränkte Unterstützung für die friedliche Lösung des leidigen und langwierigen chinesisch-tibetischen Konflikts zum Ausdruck. Im Anschluss an das Treffen besuchte Sejong das Rathaus von Sao Paulo, wo er mit der Menschenrechtsbeauftragten der Stadt, Sonina Francine, und Gilberto Natalini, dem Exekutivsekretär für Klimawandel, zusammentraf, bevor er zu einem Vortrag an die Universität von Sao Paulo ging. Dies ist der erste offizielle Besuch von Sejong Bemba-Tsering in Brasilien. Als nächstes wird er im Rahmen seiner Lateinamerika-Reise Kolumbien und Mexiko besuchen. Am Donnerstag dieser Woche stellte das Tibet Policy Institute Central Tibetan Administration ein Buch vor, das eine Zusammenstellung von Artikeln enthält, die sich mit China in the Changing Global Order, Prospects and Challenges in Anwesenheit von Galeno Sintoma von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen und dem Direktor des TPI, Dao Tsering, beschäftigt. Die mehrsprachige Publikation ist das Ergebnis der Beratungen, die Wissenschaftler und Experten aus Taiwan, Hongkong und der Inneren Mongolei, der uigurischen, mandschurischen, koreanischen und exil-tibetischen Gemeinschaft im vergangenen Juni in Dharamsala geführt haben. Am Montag dieser Woche hielt die tibetische Zentralverwaltung unter der Leitung des amtierenden Sejong Thalam Joma Changra, Galön des Bildungsministeriums, eine offizielle Zeremonie in Kangchin-Kishung ab, um den Geburtstag von Mahatma Gandhi, auch bekannt als Gandhi Jayanti, zu feiern. In seiner Ansprache an die Medien sagte der amtierende Sejong, dass Mahatma Gandhi mit seiner Entscheidung für Gewaltlosigkeit und Wahrhaftigkeit als echte Methode zur Erlangung der Freiheit ein wunderbares Beispiel für die Tibeter gegeben hat, wie wir unser Land durch Gewaltlosigkeit zurückgewinnen können. Am Donnerstag dieser Woche besuchte eine Delegation von Europaparlamentariern aus Deutschland und Österreich Dharamsala zu einem 3-tägigen offiziellen Besuch. Sie wurden von Mitgliedern der FNF-Gruppe begleitet, darunter Carsten Klein, Leiter des FNF-Büros für Südasien. Am ersten Tag wurde die Delegation im Gacha-Sekretariat von der amtierenden Sejong Thalam Joma Changra und den Galöns ihres Kabinetts empfangen. Anschließend besuchte die Delegation die Bibliothek für tibetische Werke und das Archiv, das TPIE, eine Audienz beim Orakel von Nechung und nahm später am Abend an der Kulturschau in Tipa teil. Heute Morgen hatte die Delegation eine Audienz bei seiner Heiligkeit dem Dalai Lama in seiner Residenz, gefolgt von einem Besuch des Tibetischen Medizinischen und Astrologischen Instituts und der TCV-Schule sowie ein Treffen mit den Leitern von NRO und ehemaligen politischen Gefangenen. Später am Tag nahm die Delegation an einem von DIA organisierten Pressegespräch teil, bei dem sie sich den Fragen der lokalen tibetischen Medien stellte und sich zu wichtigen Fragen in Bezug auf Tibet äußerte. Erika Terpstra, ein ehemaliges Mitglied des niederländischen Repräsentantenhauses und langjährige Tibet-Unterstützerin, besuchte das tibetische Exilparlament und traf mit Sprecher Khimpo Sonam Tempe und dem stellvertretenden Sprecher Döma Tsering Dekang am Freitag letzter Woche. Während ihres Treffens mit dem Präsidenten und dem stellvertretenden Präsidenten des tibetischen Exilparlaments erzählte die ehemalige niederländische Gesetzgeberin von ihrem politischen Hintergrund und erklärte, wie die von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama gepredigte Liebe und das Mitgefühl sie in den letzten Jahren dazu inspiriert hat, die gerechte Sache Tibets zu unterstützen.
Auf der 54. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates hat die Europäische Union in ihrer Erklärung unter Punkt 4 erneut ihre Besorgnis über die sehr ernste Menschenrechtslage in China, einschließlich Tibet, zum Ausdruck gebracht. Die EU wies auch auf die Zwangsassimilierung von 1 Million tibetischer Kinder in obligatorischen staatlichen Internaten und die massenhafte Entnahme von DNA-Proben der tibetischen Bevölkerung durch die chinesische Regierung hin, die ihrer Ansicht nach Indikatoren für die katastrophale Menschenrechtslage in Tibet sind. In der Erklärung heißt es weiter, dass die EU die Lage der politischen Gefangenen weiterhin aufmerksam verfolge und die sofortige und bedingungslose Freilassung von unter anderem Goshe Rabyezo, Rinchen Sültim und Dorje Dashi fordere. Der Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel, Gen Kang, begrüßte die Erklärung der EU, in der sie ihre Besorgnis über die katastrophale Menschenrechtslage in Tibet zum Ausdruck bringt. Der chinesische Verbindungsbeamte des tibetischen Informationsbüros in Canberra, Dao Sangmo, nahm an den Feierlichkeiten zum chinesischen Mitherbstfest teil, die von der in Melbourne ansässigen Chinese-Tibetan Civil Exchange Promotion Association, der Chinese Democracy Movement und der China New Youth Democratic Party und der Australia-New Zealand Youth for Democracy Foundation am Samstag letzter Woche in Melbourne organisiert wurden. Der Repräsentant Gadma Singhi grüßte alle chinesischen Freunde in Australien zu diesem besonderen Anlass des Mitherbstfestes und bedankte sich für die Unterstützung der tibetischen Sache. Er betonte ferner die Notwendigkeit einer stärkeren Interaktion zwischen Chinesen und Tibetern, um die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinschaften zu stärken und das Verständnis der Chinesen für die Tibet-Frage zu verbessern. Das Mitherbstfest ist eines der berühmtesten Feste in der chinesischen Kultur. Seine Popularität ist mit der des chinesischen Neujahrsfestes vergleichbar. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.